Danke für Ihre Geduld. Ich will mit meinen Äußerungen keine gläubigen Menschen und Anhänger von anderen Religionen zu nahe treten. Im Gegenteil. Ich möchte mit meinen Fernsehsendungen und mit meinen Büchern die Führer der monotheistischen Religionen, Judentum, Christentum und Islam, an einen runden Tisch bringen, eine Auslegeordnung machen. Eine Auslegeordnung vorbereiten. Und nach heutigem Wissensstand, wo Beweise vorliegen tun, dass viele gewollte oder ungewollte Textänderungen und Übersetzungsfehler, vor allem im Alten Testament, stattgefunden hat. Und dazu geführt hat, dass es sehr viele Religionen und Abspaltungen heute gibt. Und zu Religionskrieg. Und nicht im Namen Gottes sind. Ein Gott. Alias El, alias Allah. Ein Himmelreich. Von dem müssen wir doch ausgehen. Und endlich die 2000 Jahre andauernde Religionskrieg stoppen. 2017, 500 Jahre Jubiläum Reformator Luther. 2019, 500 Jahre Jubiläum Zwingli in Zürich. Geht nun weiter mit dem Wissen über Wiedergeburt. Wir müssen das Wissen über Wiedergeburt in der monotheistischen Religion wieder predigen und einführen. Zusammenfassend können wir sagen, erstens, der Weltfrieden funktioniert nur über einen Religionsfrieden. Und der Religionsfrieden geht nur, wenn das Wissen von der Wiedergeburt wieder predigt wird. Zweitens, ein eigenverantwortliches Leben mit gesunder, fleisch- und fischloser Ernährung, viel Schlaf, lange Spaziergänge, viel sauberes Wasser trinken. 80% von allen Pflegeeinsätzen bei alten Menschen passiert nur, weil die Menschen zu wenig Muskulatur haben. Vom Bett aufzustehen oder vom WC aufzustehen oder vom Stuhl aufzustehen. Der Jungbrunnen vom Menschen ist seine Muskulatur. Darum ist das Krafttraining so wichtig. Das können Sie zu daheim oder in sehr guten Fitnesscenter trainieren. Je älter, desto intensiver. Nicht lang. Kurz, aber intensiv muss Krafttraining sein. Darum muss auch das kranke Gesundheitswesen endlich reformiert werden. Es braucht in den nächsten Jahren nicht 150'000 im neuen Pflegeberuf, die dort arbeiten, in Spitälern und bei den alten Menschen, sondern der Beruf vom Gesundheitspartner, vom Gesundheitsengel. Das brauchen wir, vielleicht sogar noch mehr, die praktisch 24 Stunden mit gewissen Menschen zusammenlebt, die mit ihrem freien Willen es nicht schaffen, sich selber unter Kontrolle zu haben. Wo sie begleitet, eben nicht nur während dem wichtigen Krafttraining im Fitnesscenter, sondern dass sie eben auch daheim begleitet werden. Genau dann, wenn sie die Kühlschranktür aufmachen wollen. Man muss den Menschen wieder lernen, gesund zu leben und sich gesund zu ernähren. Automatisch werden die Menschen weniger krank werden und die Menschen werden gesünder werden. Und wir haben von Gott einen gesunden Menschenkörper bekommen. Die meisten Kinder, die geboren werden, sind gesund. Aber es gibt leider heute ganz wenige Menschen, die gesund sterben. Drittens, es gibt nur einen Gott, alias El, alias Allah. Alle drei monotheistischen Religionen glauben an den gleichen Gott.
Viertens, die Gleichberechtigung zwischen Frau und Mann muss unbedingt umgesetzt werden. Fünftens, die direkte Demokratie ist das grösste Geschenk, das wir von Gott bekommen haben. Und um den freien Willen umzusetzen, braucht der Mensch die direkte Demokratie, diese politische Staatsmacht. Die Schweizer Bürger, wir sind die einzigen weltweit, die als souverän die Staatsgewalt führen, durch die direkte Demokratie. Darum darf die Schweiz auch nicht der EU beitreten, sondern umgekehrt. Aber erst wenn die EU die direkte Demokratie eingeführt hat. Und hoffentlich einmal alle Staaten auf dieser Erde. Im Namen Gottes des Allmächtigen. So steht es als erster Satz in unserer schweizerischen Bundesverfassung von uns Eidgenossen. Dort steht nicht im Namen der Wirtschaft. Das Zubetonieren von der Schweiz muss aufhören. Denn der stirbt, kann nicht einen einzigen Franken mit ins Jenseits nehmen. Man sollte aber nicht immer mit dem Finger auf Politiker zeigen. Jedes Volk und jedes Land verdient die Politiker, die es wählt. Wenn also gewisse Politiker nicht nach dem ersten Satz von der Schweizerischen Bundesverfassung im Namen Gottes des Allmächtigen handeln, sondern im Namen des Mammon, Geld, und sich der Wirtschaft und das Volk dem Geld unterwerfen, der Arme immer ärmer wird, der Mittelstand verarmt und die Protagonisten vom kranken Gesundheitswesen immer mehr bis zur Existenz Not ausnehmen und ausnutzen, geht nicht. Siebtens, man soll auch nicht darauf hinarbeiten, immer mehr zu verdienen, sondern man muss umdenken. Man muss daran denken, wie viel Geld brauche ich zum Leben. Vor allem ein gottgerechtes Leben zu führen. Vielleicht schafft man nur noch 4 Tage in der Woche. Arbeitet vielleicht mehr im Winter, dafür weniger im Sommer. Und kann so als Wanderer oder Motorradfahrer die schönen Schweizer Berge besuchen. Lebensqualität ist doch so wichtig. Achtens, im Himmel gibt es keine Religion, kein Reichtum und kein Geld und kein Shareholder Value. So müssen alle Spekulationsgeschäfte auf Erden gestoppt werden und abgeschafft werden. Man muss sie einfach zurückschicken. Es ist Teufelswerk, genau von dort kommt es auch. 9. Jeder Mensch, der in die Schweiz kommt, oder besuchen oder Asyl beantragen, muss das Gesetz der direkten Demokratie kennen. Vor allem die direkte Demokratie, am ersten Tag, wo er kommt in unser Land. Und daran muss man sich erhalten. Die Stadt Zürich, das Dorf Andermatt, das Gotthard-Bergmassiv sind ganz spezielle Orte. Die Schweiz ist ein speziell gesegnetes Land. Die Seele von Europa. Ja, vielleicht sogar die Seele der Welt. Der Gotthard ist die Seele der Schweiz. Und das Schweizer Volk sollte viel mehr weltweit als Vorbild präsent sein. Mehr darüber in den nächsten Sendungen. So würde es mich freuen, den nächsten Sonntag auf dem Kanal zu besuchen. Ihr Jean-Pierre Leonard Schopp.